Danke, Frau Lepa. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, dragi otroci, spoštovane dame in gospodje. Zuallererst einmal čestitam Evropska šola Šmihel pri Pliberkom in lepa hvala za povabilo. Zelo me veseli, da sem danes tukaj. Čestitam k 110-letni obletnici in obstoju čudovitega izobraževalnega kampusa. Meine geschätzten Damen und Herren, meine Versuche auch in der zweiten Landessprache Sie zu begrüßen, sollen bezeugen, wie wichtig eigentlich Sprache insgesamt im Bildungsbereich ist. Sie alle wissen, dass wir hier eine Europaschule haben und das ist nicht selbstverständlich in einem Teil auch Österreichs, der im Grenzland liegt und der sehr, sehr viel, wie es euer Direktor gesagt hat, bereits auch erlebt hat. Es ist für mich besonders schön zu sehen, dass in diesem neuen Schulbereich, in dem Schulcampus, 4 Sprachen auch gelehrt werden, dass es eine Schule gibt, die den Lernraum auch zu einem Lebensraum macht und dass ich hergekommen bin und diese großartige Verbindung zum neuen Gebäude gesehen habe, da habe ich mir gedacht, wenn es der Politik in einer Gemeinde gemeinsam mit dem Land gelingt, für Kinder solche Lern- und Lebenspaläste zu bauen, dann ist das ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, weil sie erkennt, dass Bildung ein zentraler Wert und die Kinder die wichtigsten Träger auch unserer Zukunft sind. Ich möchte euch allen gratulieren, dir Herr Bürgermeister, denn immerhin haben wir insgesamt und gemeinsam knapp 4 Millionen Euro, eine sehr stolze Summe hier investiert. Und das sind Investitionen in die Zukunft des Landes, in die Kinder, die viele, viele fruchtbare, positive Zinsen tragen werden. Ich möchte den Kindern das Allerbeste für ihre Zukunft wünschen. Ich glaube, dass sie auch das Gefühl einer bildungsmäßigen Geborgenheit haben, einer Geborgenheit, die sich auch heute darin zeigt, dass bei schönem Sonnenschein so viele Leute aus der Gemeinde auch diese Feierstunde mit uns gemeinsam verbringen. In diesem Sinne alles Gute. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, dass sie diese Schule und diese Bildungseinrichtung genießen können, dass sie viele positive Erlebnisse in Gemeinschaft haben. Und lieber Danilo, dass dein Gedanke, dass auch hier Frieden mit seiner Botschaft und mit seinem Ursprung hat, der möge aufgehen. Wir brauchen dringend wieder Frieden in diesem Europa. Wir sollten wirklich aus der Geschichte gelernt haben.